Vandaag ist wieder Yoga. Use Yogalehrerin Sigrid ist so freundlich und stellt uns im Winter immer unterschiedliche Sorten Tee hin. Jedenfalls, wenn kein Corona ist. Als wir dort mal die Teepötte hin und her reckt, jede von uns noch mal da anrügt, ein Kommentar taut die Teesorte abgift und wie uns gegenseitig Tee inschenkt, da geht die Pülscherei all los. Zuerst direkt ein Taschentuch von obwischen, aber nach kurzer Zeit fragt all einen an Obwischlappen. Ist nicht schlimm, der Fußboden kann das ab, sagt Siegfried und blifft ganz und gar entspannt. Kommt doch glöben, aber die nächsten Feier Yoga-Übungen kriegt wir doch glatt über die Bühne ahne nochmal taplören. Als wir mit viel Konzentration und Utdur mit usen Schullerstand, die Kerze, fertig sind und wieder mit use Bein ob die Mattendal gaat, da mut ich wohl ut versein mit mine Feute gegen min fulle grode Teeglas kamen willen. Ich hef so viel Schwung gehabt, dat Matten, Küssen und Decken mir rum natt sind. Na prima. Flinket Ingrieben is nötig, damit ich nicht auch noch us Tüch wat afkriegt. Nu wisch wie mit feie Frauenslüg liegt tätig den Tee ob und werd nicht fertig. Also, süß kommt dat jo auch mal für, dat eine gegen ein Glas stört. Aber so viel Malheur heb wir jo lang nicht hat. Als eins wieder durch ist, drängt wir uns nicht an, damit nicht wer wat passiert. Wir sind jo nicht am Wischen hierher kam, sondern wat verlief und seelte daun. Sü, wat macht sie denn nu? Denk ich, 3 Minuten later, ob mine Freundin wohl ihre Wollsocken über die Heizung hängt, damit die Feute nachher schön warm sind, wundert ich mi, ist jo gediegen. Wenn dat nu jede von uns magen dä, dann hüngen die ganzen Heizungen wie Yoga in Winter voll mit Strümpe. Stellt jo dat bloß mal für. Aber nee, obwarm will sie ihre Socken nicht, sondern drögen. Ich hab gerade mein Glas umgekippt. Oh, meine Socken sind echt total nass, sagt sie. Und wie fangt all an zu lachen? Ach, hängen Sie doch lieber im Flur an den Ofen, da trocknen sie schneller, schallt sich nur auch Sigrid in und ist immer noch ganz relaxed. Meine Freundin sticht aber aus anderen Röber und geht mit ihrer Strümpe total langsam und vorsichtig in den Armen hin, damit sie man bloß nicht irgendwo ruppet oder irgendwas umkippt und Wetter alles natt ist. Als sie wieder durchkommt, schallert nu endlich wieder gern mit use Übungen und sie sucht flink nach ihren Platz hin, damit sie den Anfang nicht verpasst. Rums! Hätt sie gern mit Karacho ein Glas im Schaden und alles um so rum is natt. Ich hol den Wischeimer, sagt Sigrid bloß ganz durch und fragt sie langsam, wat für'n Dach bloß mit us los is. Der Söbentit mag eine andere von us ehren groden Waderbuttel atmen, denn sie sich von der Hus mitbrocht hätt. Zisch! Geidert bloß und bums brütt dat Waderhut Büdel von ern Buddel bit na die Matten neben er hin. Und wer vorher noch nix afkrägen hätt, der is nu endlich natt worn. Wie andern könnt us kaum nach holen für Lachen. Wie lacht und könnt gar nicht wieder abhören. Na, diese ganzen Slapstick-Inlagen feul ich mir so langsam, als ob ich in einen Stummfilm mit Charlie Chaplin oder Oliver Hardy und Stan Laurel mitspell. Und ich kann mi einfach nicht wer inkriegen. Jümmer, da fange ich an, lies für mi hinterknickern. So als dat freuer wär, wenn in die Schaul einer ein Lachkrampf war und einfach nicht wieder abhören könnte lachen. Am Ende fangt wir uns wieder und werd ruhiger mit die Tiet. Nu kommt zum Schluss noch die Entspannung, wie wir uns ob use Yogamatten lecht. Wie mag die Augen tau und kam langsam torau. Schütt eins us Rüm vergäten. Auch wenn dat nicht so einfach is, na düsse ganze Plörerei. Jede von us ist ganz bisig, aber as Sigrid ganz lies die Yogamusik anmagt und wie er langsam anfangt afterschalten, da scheppert dat mit mal allwetter. Wat heb ich mi verjagt unter mine warme Wohldecken? Dat kann jo wohl nicht angehen.
dat do allwedder ein Glas umkippt is. Nee, dit mal het eine von us mit ihren Arm, die Lamp, die neben er um Vorbotten steit, mit Schwung umkippt, als er sich taudecken woll. Obmal sind wie alter oben Wetter hellwag und fangt an zu lachen. Nix mehr mit Abschalten in der Use decken, wie knickert albern as die Schaulkinne und stickt us Stimme wieder gegen sie dich an. Also so wat geifert jo noch nie. Aber eine Sache ist gewiss. Na düsse ganze Lacherei kann ich nu ganz entspannt nach Hus gehen. Ich hef so verlacht und Lachen ist jo bekanntlich gesund. Dat mir dat nu nicht gut geht und ich mir einfach frei, dat ich dabei bin. Ich frag mi bloß eine Sache. Ob wir wohl besiegt überhaupt noch mal irgendwann noch mal wat tau trinken kriegt. Ich glöf nicht.